So. Das ist Silent Hill. Guten Tag. Sorry, war gerade ein bisschen verwirrt. Guten Tag. Wir spielen Layers of Fear. Wie nennt man es dann? Remake, Remaster? Eine Mischung aus Remake und Remaster von 2023. Das Original ist, keine Ahnung, 2017 oder sowas. Das Original habe ich gezockt. Das war eins meiner ersten Walking-Simulatoren. Und ja, natürlich sofort verliebt, ne? Spiel, wo man kein Skill braucht, nur rumlaufen muss. Jawohl, das ist meins. So, jetzt spielen wir endlich das. Das ist, wie gesagt, Remake, Remaster, also es sieht besser aus und es ist ja noch zeitlich verändert worden. Es ist wohl Silent Hill, Layers 1 und 2 zusammengefasst mit Handlung und DLC und was weiß ich, irgendwas. Ich habe kurz angespielt zum Soundtest und Gedönse. Ja, komm, machen wir mal rein und gehen wir mal hin. Auf geht's. Also, ja, will schon neu starten, ne? I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. I'm taking what's mine. Zehn Jahre zuvor. Tütü. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass mir die Frado von der Wald steire. Das hier ist jetzt alles neu. Das gab es im alten nicht. Guck mal erstmal, was wir da Feines haben, ne? It So, made me zack. think of your poem. Congratulations. Danke. Was immer das bedeutet. Okay. Aha, Bild. Das Schöne an dem Spiel ist, man kann wirklich sehr viel instellen. Also jetzt nicht nur was Grafik betrifft und Sound und Gedönse, sondern du kannst da die Untertitelgröße verändern. Sehr schön, weil PC sind die meisten sauklein. Du kannst, ja, Tastenbelegung sowieso, was ist denn das so? Never call him by real name, include the most important facts from the newspaper articles about a scandal. Never tell where it is. No dates, mid-20s. Ich glaube halt, dass die Frau, die mir steire, dass das die ist, die Artikel oder Geschichte oder was weiß ich was über der Hinkebein spielt, der Protagonist vom ersten Teil. Wir werden sehen. So. Okay, Schreibmaschinen ist nichts mit Schreibe. Dann ist es halt nur Maschinen. Ja, man kann sehr viel instellen.
Finde ich immer wieder gut. Unter anderem, oh ja, kann man hier gleich zeigen. Ja? Man kann einstellen, dass man die Türe und so auf Knopfdruck öffnet oder Knopfdruck und Analogstick. Ich spiele hier natürlich mit Controller, weil ich natürlich guter Kerl bin. Immer nur links gehe. Ja. Mir... Rattegift. Wir sind wohl in einem Leuchtturm. Warum auch immer. Blub, 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 blub. Nicht Stätze. Ah, hopp. Echt jetzt. Will er Depp. Stellt dann aber Bäse so hin. Ja, super, dann werden die Boste nicht verboten oder was. Aber das ist ja wohl wirklich dumm. Hopp. Ist nicht mein Problem. Da ist der Matiz. Oh ja, was Neues, was es gibt. Oder was man instellen kann. Hier, ne? Es ist mir bewusst, dass hier Ratten sind, aber das kann ich nicht ändern. Sie sind seit Menschengedenken auf dieser Insel. Es wird das Beste sein, sie in Ruhe zu lassen. Normalerweise würde das hier passieren. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Jo, ne? Das Ding ist aber halt, da muss ich die halt die ganze Zeit labern lassen, sobald man das weglädt und der labert noch. Herz auf, kann man auch einstellen. Ist ja der Witz dabei, ich könnte man das halt machen, das weiter verzählt. Ja, aber dann hören es halt nur Englisch und so. Und, hallo, für was bin ich denn da? Zum Vorlesen, oder? Aller, passt. So, ich muss dann mal gucken, wie das aussieht bei euch, ob es zu dunkel ist oder nicht. Aber eigentlich... Was ist denn da aus? Was ist da auf Fenster oder was? Ja, ich glaube eher, dass das das Licht der Kaputski-Lampski da ist. So, dann gehen wir mal weiter. Schöne Doppelverglasung, sehr gut. Dann bleibst du ein bisschen dicht. Zieht's nicht so, finde ich gut. Halt die Wärme drin. Und die Kälte raus. Oder umgekehrt. Okay. Hat wieder was. Ja, ich bin gucken. Jupp. Nee. Sehr geehrte, nochmals herzlichen Glückwunsch zum Gewinn unseres Wettbewerbs. Um es noch einmal zu wiederholen, Ihr Beitrag hat uns erstaunt und wir freuen uns, Sie in unserer Einsiedelei begrüßen zu dürfen. Einsiedelei. Fühlen Sie sich wie zu Hause, der gesamte Leuchtturm steht Ihnen zur Verfügung. Ein Boot kommt einmal pro Woche mit Vorräten an und wenn Sie etwas brauchen, gibt es ein Telefon auf dem Gelände. Wir wünschen Ihnen einen fruchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Das Management. Vielleicht wünschen Sie mal furchtbarer Aufenthalt, kann auch sein. So, da gehen wir natürlich. Was ist denn das? Keine Ahnung. Auf. Aha. Das ist ein. Selbstschließende Türe, okay. Zieht's oder was? Was steht da? Wunden? Mental und psychisch? Ne, physisch. Das wäre jetzt schon kein Sinn. Das ist eine... Oh, das ist mir zu viel, da muss ich mich so anstrengen beim Lesen. Was ist das da? Schreibwettbewerb. Die Agentur lädt alle interessierten Schriftsteller ein, ihre Essays über das Leben und Werk von einer der mysteriösesten und tragischsten Figuren der modernen Kunstgeschichte einzureichen. Einreichungen sind bis zum... Ja, möglich. Der Autor des Gewinner-Essays erhält die Gelegenheit, das Buch zu diesem Thema in unserem speziell für diesen Zweck eingerichteten Leuchtturm zu schreiben. Ah, die hat also irgendwo mitgemacht und hat ein Essay geschrieben über das Werk vom Hinkebein wahrscheinlich und hat gewonnen und darf deshalb jetzt ein Buch zum Thema Hinkebein schreiben hier im Leuchtturm. Hat sie erlaubt gekriegt, quasi. Das ist super. Wasserrohr. Glasdinger, ist halt Kisch, Backofen, Gasherd, Micke. Türe, die von alleine zufallen. Na, jetzt nicht mehr, komm, dann mach ich sie halt zu. So.
1955, okay. Ich weiß halt nicht, ob das so der richtige, das richtige Datum ist, also ob es 1955 ist. Keine Ahnung. Weltscheibentelefon. Ja, Schlock. Was ist denn gerade los? Hä? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. My ass! Am Arsch die Reiber, Junge Frau. Hello? Hello? I received the Also- word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Sehr freundlich. Now that was a conversation I was too sober for. Am Arsch war ich zu nüchtern. Ab. Aha, ein Abort. Ein Spiegel, in dem... Oh, guck mal, man kann sogar ein bisschen was im Spiegel erkennen. Ist ja unglaublich hier. So, mal ordentlich die Kopfwäsche. So, schön kalt im Nacken, so muss das sein. Wieso ist dann so Klopapier im Waschbecken? Das wird doch ganz feucht, so. Ich bin erwachsen, Mama. Auch wenn ich ein Krüppel bin, kann ich auf mich aufpassen. Es ist an der Zeit, dass du dich auf dich selbst konzentrierst. Ich kann nicht abwarten, das Buch zu lesen. Hab dich lieb. Das ist wohl der Sohn. Der Sohn ist wohl ein Krüppel. Oder auf Englisch crippled. Also er ist verkrüppelt. Ja, wenn man verkrüppelt ist, ist man selbst ein Krüppel, aber Krüppel hätte sich jetzt so ganz schlimm und verkrüppelt ist quasi ich mit dem Gipsbär gerade. Oder nimm ich so viel Gipsbär, aber immer noch nicht gescheit laufen können. Es ist krüppelig. Krüppelig. Kryptisch krüppelig. So. Ach ja, ich soll ja anfangen zu schreiben, ne? Kann ich mal gleich vergessen. Hübsche Textur. Gefällt mir. So, Leuchtturm nuff. Okay, dann gehen wir nicht nuff. Nun gehen wir auch nicht. Warte, machen wir wieder was zu lesen. Meine Stimme ölen. So, ich werde jetzt übrigens, wenn da jetzt irgendwann steht, unleserlich oder sowas, dann werde ich da jetzt keine luftige Geräusche mehr machen. Das geht mir nämlich, also das geht mir jetzt schon auf die Banatzel. Weiter geht's. Sehr gut, dass ich das aber gesagt habe. Prestigeträchtiges Stipendium gewonnen von jemandem. Viele großartige, talentierte Amerikaner nahmen an dem Wettbewerb teil, der von der Agentur, kann man nicht lesen, ins Leben gerufen wurde. Die erste Ausgabe der Veranstaltung versprach einen großartigen Preis, ein einsamer Aufenthalt in deren Leuchtturm, um sich auf das Schreiben zu konzentrieren. Das wäre für viele ein Traum, der wahr wird. Unsere Quellen berichten, dass insgesamt 428 Beiträge eingereicht wurden. Die Siegerin war, gelinde gesagt, eine Überraschung. Gewonnen hatte weder ein Gelehrter noch jemand mit einer Ausbildung, die ein Verständnis für das Leben von demjenigen halt vermitteln würde. Es war eine Sensationskünstlerin, eine Horrorautorin und so weiter. Okay, wir sind also eine Horrorautorin, aber eher so halb professionell, sag ich mal. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Stephen King. Wie heißt seine Frau? Tabitha, irgendwas King, glaube ich. Da sehen wir noch zu. Okay. Ja, dann haben wir hier nicht viel zu tun, ne? Dann gehen wir halt anfangen zu schreiben, so. Ja, die Tiere könnte ich natürlich aufschlossen, aber... Oh, ich hasse das wie die Pest. Will ich irgendwas machen und die Tiere ist ja am Kreuz auf, da zieht's da ins Knick. Und was weiß ich was, das wäre alle Tiere müssen wieder zu. Oh? Ist so jemand? Gibt mal Küsschen? Ja, ich weiß, dass das Ratte waren. Also. Ja, so, auf geht's. Und fangen wir an. Klacker, klacker, geil, noch ein Goodie. Jetzt der Schieber rüber. Was ist das?
Ja, dann lass doch gut sein. Ist mir doch scheißegal. Ist das mein Sohn oder was? Oder Mann? Ist auf jeden Fall jung. Was hat er in der Hand? Konnte ich nicht erkennen, hätte ich vielleicht vorhin gucken sollen, statt dumm Zeug zu labere. Wo wir gerade bei dumm Zeug zu labere sind, das Spiel ist noch recht aktuell und es ist noch sackdeier. Und ich habe mir das Spiel nicht gekauft, weil man es halt einfach noch zu teuer ist. Aber meine gute Freundin, die Anja, die ich an dieser Stelle grüßen möchte, hallo Anja, winke, winke, hat mir das Spiel ausgeliehen. Feiner Zug von ihr, finde ich gut. Das kann ich nämlich spielen und muss nichts mehr bezahlen. Yay! Coole Sache. So. Anja war eine, mit der ich zum Beispiel Layers of 4 damals auf der PlayStation 4 durchgezockt habe. Oder mitgezockt. Ich weiß gar nicht, ob wir es zusammen... Junge! Ich mag keine Ratte. So, wir haben es damals auf der PlayStation 4 gezockt. Entweder haben wir es gleich zusammen gezockt, oder haben es Freundin und ich erst allein gespielt und dann Anja genötigt, hier, du musst das spielen, weißt du? Das kann halt gut sein, wir haben öfters mal an die Anja vorbeigekommen, du musst das spielen und dann haben wir uns drüber kaputt gelacht, dass sie genauso Schiss hat wie mir. So ungefähr. So, guck mal da. So, hopp, auf, mach das Ding ab. Lumpe runter! Schmeiß die Lappe weg, was geht ab mit deiner Hand? Voll die Kralle oder was? Was geht denn mit dir, Junge? Nicht nur die Lampe muss bald ausgetauscht werden, das Bild da, das hat da Wackler, glaube ich. Wir hatten jetzt so eigentlich die Tür aufgemacht, die war doch verschlossen. Und die Ratte die Tür aufgeschlossen oder was? Ich kann ja selber nichts sehen hier, okay. Ja. So ist es halt. Tja, kann ich wieder raus oder? Might as well make some good use of the phone while I'm here. Oh, okay, aber erst hier zu mal. Ja. So. Moment, ich bin mit der Anja noch nicht fertig, ne? Ich habe ja gesehen, die hat in ihrer, also es ist ja über Bibliothek, Steam-Bibliothek, Familiendingsbums da ausgeliehen sozusagen. Sie hat da ein Manual Samuel drin. Das ist K-Walking Simulator, das ist genau das Gegenteil davon. Da ist nichts mit Analogstick nur vorne drücken und gut ist, sondern du musst alles selber machen. Das ist ein gutes Spiel. Es ist lustig. Habe ich allein gespielt, aber Anja und meine Freundin haben sich dann hingeguckt und haben es komplett durchgespielt und es war irre witzig, nur zuzuhören, es war irre witzig. Es wird irgendwann auch noch nur geholt. So, dann wählen wir. Was war das? 7, 4, 1, 2, was? Habe ich nicht geguckt. Hello? Ist egal. Ja. Oh. Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time Mama? to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Now who that is? My baby mama. Now who that is? My baby mama. Ja, es war höchstwahrscheinlich der Sohn und ja, egal, sorry, aber Mama hat mich gerade so dran erinnert, dann gehen wir halt schreiben, wer macht dann doch immer die Tür zu? Ja, ich. Habe jetzt, zack, schön die Tür gebatscht. Oh, pass auf, mit einer D-Zau, so, guck. Kann ich jetzt anfangen in Ruhe zu schreiben oder kommt da noch irgendwie was? Wir werden sehen. Jetzt komm, hau in die Tasche. Schlitte ist noch zurückgefahren, alles super. Ich war einmal. I know how you must feel. Lost.
alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Bring it all back to you. Ja, okay, so gut jetzt. Ihr leid. Oh, ich muss niesen. Einen Moment. Guten Tag, hat keiner gehört. Auf Mute gestellt, schlauerweise. Ich niese eigentlich garantiert nicht ins Mikrofon. Das ist abartig. Also episch. Was ist da hinten im Fenster oder ist das Spiegel? Ich glaube, es ist das Spiegel und ich stehe in einer Radier. Stehe ich in einer Radier? Nicht wirklich. Oh, das ist noch ein Bild. Das passiert mit den Kindern, die sich von der Mama nicht anziehen lassen. Die werden dann vom Vogel geklaut und pullern sich dabei in. Zum Glück haben sie Gehose. Okay. Ja, das Spiel wird auch das Spiel der Türen genannt. Von mir zumindest. Ist das der Hunde-Beißkorb? Maulkorb heißt das, glaube ich. Maulkorb, ja. Und da ist noch was. Beißkorb. Oh. Kleines Schüche. So, das Spiel der Türen heißt deshalb, weil das sau viel Tiere und Schublade auf Amerikanisch. Aber das sind doch Schwingtiere. Komm, ich mach die jetzt nicht auf. Ich boller einfach dran. Bam! Oh, du Kackrad. Wo rennst du hier? Wo bist du hingerannt? Ich weiß nicht. Die sind da ab und... Kommt gleich eine noch. Aber guck mal nicht. Wenn ich renne, vibriert der Kopf schon. Also... Hallo? Läuft noch Wasser? Hallo Ratte? Bist du hinter der Tier? Bist du hinter der Tier? Jetzt nimm ihn. Was ist denn das für ein Rasselgeräusch? Habe ich es gerade weggerasselt so. Boom! Ich lasse die besser ein bisschen auf, dass die Rad rausrennen kann und sie nur los. Aber wo ist die? Wo ist die hier? Manchmal habe ich so nicht jetzt. In dünne Luft aufgelöst. In Thin Air. Okay, fangen wir gleich mal an zu gucken. Was gibt's denn hier Feins? Berst. Brauche ich nicht. Ich bin Künstler, ich brauche keine Berste, aber brauche ich vielleicht schon eher oder hier. Was zu lesen. Firma Achillesprothesen. Einmal Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Kann ich da dran zoomen? Nee. Schade. Guck mal, hören Sie uns mal. How the hell did they fuck up the length? Na? Der Einzige, der herumfluchen darf, bin ich, du Arschloch. So. Das ist safe. Und oh, Schlangeöl, ja geil. Schlangeöl kann man immer gebrauchen. Siehst du, ich kann es gebrauchen, mich ungefähr so rumzuhüsteln. Ja. Was ist das? Alles mal Holzbär. Ja, hier, ich bin im Original bin ich der Mr. Hinkebein. Ja, keine Ahnung, der Künstler halt, wird nie benannt. Und hab halt wirkliche Holzbär. So wie hier A im Spiel anscheinend. Gut. Macht nur so Geräusche. Okay, ich habe 2 normale Viehs. Nur. So hängt das Wasser, das Ding ist undicht. Nur hier im Original war nicht Love Clock, so ungefähr, weißt du? Ja geil, guck mal da. Hallöchen. Ich bin voll jung. Warum bin ich denn so jung? Ich sehe aus wie, keine Ahnung, Mitte 20 oder was? Ich hab deine... Okay, in der alten Spiele konntest du halt nicht ziehen, ne? Ich hab deine... So 50, 55 so geschätzt, aber der sieht halt wirklich verdammt jung aus. Ist einer hinten dran? Nee. So, ich gehe jetzt mal kurz meine Notluft verrichten. So, Moment. Rausholen.
Oh, Hähner, wie es plätschert. Hähners. So, Moment, Abschiedle. Okay. Und gib ihm. Junge. Ah. Viel Wasser, ne? Oh, was schwimmt denn so drin rum? Ah, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Nicht, dass die Ratte drin huckt oder was? Und das? Keine Ahnung. So, Hände. Oh, guck mal, bisschen komische Musik. Mir geht das Waschbecken bis zum Knie. Welche? Was ist denn das für ein Mini-Waschbecken? Für Kinder gemacht oder was? Aber das ist ja wirklich für der Arsch. Oder bin ich halt 5 Meter groß? Oder das Haus auch 5 Meter groß. So. Ne, wir lassen die auf. Ich meine, da ist ein Rad drin gerannt. Die Chance, dass sie drin ist immer noch hoch. Wir lassen einfach mal die Tür auf. Vielleicht kommt sie dann raus. So. Ich hab mich hier noch umgeguckt. Lauter Dinger zum Umgucken. So, dann hier zum Beispiel. Bourbon Whisky. Superior. Da war nicht viel drin, ne? Okay. Hier ein Schrank. Und was gibt's noch zu sagen? Ich bin nicht nur der A-Bädische, ich bin ja der A-Amische, ne? Oh, guck mal. Oh, das sieht gut aus, die Lichtbrechung da. Ja, ich bin ja der A-Amische. Weil ich kann keine 2 Schranktiere, so wie die hier, gleichzeitig aufmachen. Ich muss die immer einzeln aufmachen. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unserer Mitarbeiter, die Ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Denton, Firma Pesky, Pest Schädlingsbekämpfung. Haben sie aber keine gute Arbeit gemacht, Mann. Ich hab schon eine Rad gesehen. Afzippel. Was geht denn ab? Wieso ist so die Dio? Hopp, zack. Zu. Flansch. So. Palette oder was heißt. Boah, geil. Guck mal, die haben da auf dem Fensterbrett. Haben sie sich draufgelegt. Also Polster drauf. Zum Draufhucken oder Drauflegen. Zum Hinausgucken, ja okay, im Moment ist es ein bisschen windig draus. Aha. Viele Gemälde. Ja, ich habe doch schon gesehen, dass da ein Tier ist. Das Bild hat auch schon mal besser ausgesehen. Bevor ich jetzt Tiere aufmache, gucke ich erstmal drunter alles durchlesen. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio, andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Und ein begeisterter Kritiker, der ungenannt bleiben wollte, ging so weit, den Geist des großen Leonardo zu beschwören. In jedem Fall war die Ausstellung ein immenser Erfolg. Unverwechselbarer Stil wurde für seine einzigartige Kombination aus Renaissance-Anschlüssen und progressiveren Techniken gelobt. Der Künstler selbst nahm an der Veranstaltung in Begleitung seiner schönen Verlobten teil. Sie sah in ihrem schwarzen Kleid umwerfend aus und enthüllte uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich ein Kind erwartet. Was? Wilde Ehe? Die waren doch noch gar nicht verheiratet. Oh, was ist das? Bin ich das rechts oder was? Also, wie man gesehen habe ich zumindest hohe und bin jung. Ich glaube, ich das rechts bin ich wahrscheinlich gut. Ich schmeiß das wieder zurück. Okay, Gemälde. Bamula Gemälde, unglaublich. Uiuiui, da haben wir auch nicht was zu gucken hier. Was ist das? Popil. Popil? Seltsamer Hundename. Aber muss auf jeden Fall ein großer Hund sein. Okay, so ein kleines Schoßhündchen, weil guck mal, das ist schon ein ordentlicher Durchmesser, ne? Oder heißt der Frau Popil? So. Es tut uns leid wegen gestern. Warte mal, nee. Mir tut's leid. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so, es geht nicht um mich, es geht um sie.
Bei allem, was ich tue, habe ich nur ihr Wohlergehen im Sinn. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde an meinem Temperament arbeiten, versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Wer hat das geschrieben? I'm sorry for Der Typ. Okay. Das schon in der Hand hat, ja. Der Typ hat es geschrieben, aber das ist klar, oder? Ja, haben wir nichts drin. Architektur, wieso steht da nicht drin? Was ist denn das für ein Gerassel so? Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr, jetzt fangen Sie an zu lispeln, um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie sich vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, das ist so. Komisch. Brummt und knarzt es überall. Okay, dann gucken wir mal da, oder? Ich hänge die Tier fest. Wie sieht denn das aus? Moment, das sieht scheiße aus. Das müssen wir wegmachen. Das ist schon besser. Little Winnie und Partner. Haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an, vergessen Sie es. 55382 Schuh. Schnell, effizient und diskret. Guck mal da, der Don Carato oder was? Ah, der hat, er hat Betonklotz ohne. Also hat eine Betonschuhe Ratte angezogen. Okay, nicht schlecht, das ist doch. Also das Rattegift haben wir vorhin schon gesehen. Aha. Das ist eine Ratte Kickel. Nee, das ist eine Rattefall. Ist die gespannt? Nee, die kann nicht gespannt sein, das sieht anders aus. Oh. Sind die doch gespannt? Ah. Ja, sie waren gespannt, sagen wir es mal so. Voll hingedappt. Ich tödlich. Sehr geil. Voll hingedappt. Ja, bestimmt das Holz bei. Na gut, ne? Da haben wir schon mal den ersten Raum fertig. Zack. Boom. So. Das Rattenfalle. Vor Rattenfalle, verängstigt. Oh, geht's rum? Okay. Geht's rum mal? Aber das ist der Killer, oder? Ja, ich lasse die Killer die auf. Ich weiß nicht, es gibt Tiere, die lasse ich gern auf, wie zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich überla. Ich habe ein bisschen Linksdrall, dass ich gleich wieder aufgehe, dann. Das ist schon wieder das Gerassels. Ah. Schon erwähnt, dass ich keine Ratte mag. Ach, das sind mir. Das komische Schmatzgeräusch, du mal laufe ich auf tote Ratte oder was? Man erkennt ja eine Jones und Tempel des Todes geguckt. Nicht nur ohne Gucke, aber wenn es nur Popcorn klingt. Ja, mein Vater. Mein Vater heißt Hirsch. Wie heißt mein Vater? Hirsch heißt mein Vater. Das funktioniert auf Deutsch nicht, auf Plattdeutsch, scheiße. Hirsch heißt mein Vater. Das wollte ich damit sagen. Nanu Brutus. Alles klar? Oder wer bist du? Das ist eine sehr hohe, dicke Handido. Mit den Stuhl umschmeißen, ne? Ist das eine Waage? Und eine Topfdeckel. Okay. Und ich hoffe, dass das Häbchen sind, keine Nachthäbchen. Oh, das kenne ich, das kenne ich. Ne, das ist ein Wasserstell. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Weihwasserbecken. Hängt als in Kirche rum. Aber da ist so, da ist auch kein Wasserhahn dran, wo das Weihwasser rauskommt. Keine Ahnung, außer der Pache tut die Leitung weihe.
Ja, wir sind ja noch am Anfang vom Spiel. Ich glaube nicht, dass da viel passiert. Zumal es zumindest das alte Layers Zeugnis lese 3, 4, 5, 3. Okay, was ist das? 3, 4, 5. Grading Period. Ist Viertel. Das Quartal. Sozusagen. Die Quartalsnot. Schreibe 4, 2, 3, 4. Mathematik 5, 4, 5, 3. Eieiei. Wissenschaft, Gesundheit 3, 4, 3, 5. Yes. Sozialkunde 4, 3, 5, 4. Okay, da sage ich nichts, das kann ich verstehen. Kunst 1, 1, 2, 1. Musik 2, 1, 2, 1. Jetzt kenne ich mich jetzt in. Kann man das lesen? Vorlesen oder so? Blättere in der Notiz? Nee. Okay. Ich finde deine Balke ohne deine Schwarze mit deine. Ja, du bist ja arisch groß. Also. Ja, ich habe halt auch die Untertitel. Es fett größte, was geht, habe ich gemacht. Es kann vielleicht Dudra leihe. Das Gerassels. Guck mal, was auch geil ist. Dunkel. Ich komme näher, hell. Habe ich eine Kerze dabei oder was? Das ist meine Ausstrahlung. Ja, die guckt aber Best, so. Traurig. Best traurig guckt. Kennt der nicht der Hunde-Mole? Will er nicht so stehen am Esstisch? So, ich will eigentlich schon hin. Ah, du. Nee. Kann ich schon nicht rübergehen? Was ist denn das so für Kack? Ich will doch nicht rüber. Mal her. Das ist übrigens Rennen, was wir gerade machen, ne? Wie man sieht, es geht deutlich genauso schnell. Kriegst du nicht durch? Was ist das denn für eine Scheiße? Ha. Nö, ich komm da nicht rüber. Was jetzt denn da gibt? Palette. Ich hab doch einfach das Bett hupse hier auf. Wir hatten doch eben überhaupt die Kerze angemacht, wo man gar nicht rüberkommt. Überhaupt, warum stehen da Kerzen rum? Ja, weil das Licht doch scheiße ist, aber. Ja, dann. Macht halt noch ein paar Kerzen hier. Ach so. Ach so. Hä? Steck fest. So. Nee, oder? Kann ich jetzt doch irgendwo noch hingehen? Naja. Nicht wirklich. Ah, doch. Aha. Hä? Ach du Depp. Geht's wieder nuff? Mann ey, ich hab mich schon in meinem eigenen Zwei-Zimmer-Keller verlaufen. Nicht schlecht. So muss das hin. Alter Schwede, so, auf geht's. Was bimmelt denn da immer so blöde? Bimmel. Ja, ich hatte keine... Boah, Kackvieh, ich krieg dich hier, weil mach ich dich kaputt. Wo ist sie? Da rennt mal die Rattinnen noch, die hätten mal in die Puppe beißen können, wenn ich nicht aufgepasst hätte. So. Ja, dann müssen wir noch. Aber da ist noch ein Tier. Ah, genau, die sind. Hoppala. Ah, die Küche. Hierzu. Ich komme, du Knoblauchstank so ins Wohnzimmer. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichem Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, aber in anderen Worten, geh endlich schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Guck mal, das ist ein Figured bisschen- you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. A big dummy. Oh. Okay. Die Frau.
Ach, die denkt halt immer praktisch. Deko-Teller. Habe ich noch nie verstanden. Aber die sind aus Metall, glaube ich, oder? Ja, ja. Okay, da steht noch was. Farben, goldrosa, gebranntes Umbra, Sienna. Sienna, Farb. Pinsel, 25 Pinsel, 50 Lufterfrischer, 10 Kilo Äpfel, 30 Schnaps. Das ist das Wichtigste. Buß, 5, 10, 30. Jawohl. Okay. Ja, kann man schon mal machen, ne? Ins Bild. Ich weiß nicht, also gemeine Hand hängt man das an Nächel auf und nicht an Messer. Okay, das ist mein Problem. Karton, das ist doch schon. Da ist eine Waage, da ist ein Nudelholz. Was haben die da gemacht? Was ist denn das? Das ist eine Kerze. Kerze. Was ist das? Lorbeer? Knoblauch? Brennnessel? Petersilie? Nochmal Knoblauch. Muss so stinken wie ein Bock. Oh, Aubergine. Jetzt gibt's gutes Zucchini. Aubergine gibt's. Jetzt. Geh doch weg. Mann, hey. Oh, okay, das Gerassel, das nervt schon. Was haben wir hier? Oh, guck mal da, das ist wieder so. Das geht mal bis ans Knie. Wie groß bin ich? Bin ich 2,15 Meter oder was? Wieso ist denn da oben zugekettet? Es scheint mir aber. Ah, das ist der Abzug. Das ist schon der Ofen, ne? Das ist vielleicht aus gutem Grund zugekettet sozusagen. Streichhölzer. Keine Ahnung was. Ascheschaufel. Und ein Foto von Blümchen. Oh, da ist was. Schnaps. Schnaps. Nee. Paprika. Ein Haufe Geschmack. Oder halt. Ja. Was haben wir denn hier? Vorratskammer. So. Oh, da hängt wieder ein Haufen Kräuter. Muss man jetzt nicht unbedingt. Wie haben sie die an die Haare gekriegt, weil ich mal so das Auto froh darf. Egal. Ja, gerne wieder. Ajo, jedes Mal. Habe ich schon erwähnt, dass dass ich nichts dagegen habe und es sogar befürworte, wann die Let's Plays, die ich da mache, wann die zum Inschlafen gucke. Weil es ist nämlich so, wie ich die meisten Let's Plays konsumiere. Zum Inschlafen. Wenn es dann noch jemand ist, wo so ein bisschen ein angenehmes Stimmchen hat, ein bisschen Tiefe vielleicht. Und auf jeden Fall nicht so hibbelig, hebbelig. Und dann ist es schon ganz angenehm so zum Inschlafen so. Waren wir da hinten schon? Ah ja, das war das Mausefalle-Ding, gell? Weg. Okay, dann müssen wir hoch ins Büro. Hat sie, glaube ich, den Schlüssel gelegt, hat sie gesagt. Gehe ich mal von aus. Dass das so das Büro ist. Das ist eine Wand mit Bildern. Die Bilder sind übrigens alle echt. Also, die sind digital, ich weiß. Aber, das sind halt richtige Gemälde aus der realen Welt, sowas. Die sind von irgendjemandem gemalt worden, die gibt's halt wirklich so. Das Leiden da. Ich habe es so satt, dass wir uns mit Hilfe dieser Zettel unterhalten. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Wo raus? Ah, wahrscheinlich aus dem Atelier. Das sind schon das Wasserflecke da. Keine Ahnung. So. Okay. Okay, das Zimmer. Couch. Ein Flur. Da ist noch so ruppischer Bilderrahmen. Das ist jetzt echt was komisches hier. Schon dran schießen. Nicht wirklich. So.
Okay, hallo? Frucht meiner Lenden? Wieso schmeißt denn du den Baldun aus? Mädchen, scheinbar. Hast du dich in ein Tier versteckt? Ah, gut siehst du aus, mein Kind. War schon immer helles Köpfchen. Ja, nee. Ja, wo ist mein Kind? Scheinbar nicht da. Gibt's ein Treppchen? Hush. Daddy's here. Hush, little darling, don't say a word. Was? What takes a knife and do you ermört? Kann man das Ding aufziehen? Also es scheint noch ein relativ kleines Kind zu sein. Also so, weiß nicht, Säugling oder was? Vielleicht sogar? Oh, nee, guck mal, so ein Buntstift auf dem Boden. Säugling wird's jetzt... Aber guck mal. Man doch das Kind schon mit Stifte malt oder sowas, ein Teegedönse spielt, dann tut es doch nie rasseln. Das ist doch viel zu alt. Puppenhäuschen. Ein Puppenhäuschen. Hübsche Wasser. Also rein. Zeichen. Gucken wir da. Bauernmalerei. Also oft war's, nicht die war's selbst. So. Na, da läuft's. Papa und die Mama und das Kind verpacken. Zu mit. Irgendwie so. Als Zinnsoldat so ein Nussknacker-Ding. Warum pink? Keine Ahnung. Vielleicht war es richtiger Punk noch zu Glaze. Also hat er jetzt wirklich kritisiert, wie das Kind Pferdmul, ey. Also ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, wenn du Leute noch Rassel und sowas schreiben kannst du noch nicht, aber ich finde das eigentlich recht gut, ne? Ich habe schon Leid, deutlich ältere Leid, deutlich schlechtere Pferdemole gesehen. Naja. Also immer so ein kleines Treppchen gebaut, dass das Kind auf die Couch kommt und ins Bett oder was? Ach, da ist es gerasselt wieder so. Ist hier die rosa gestrichen oder was? Oder leider sind die rosa Lampe. So. Komm her. Komm. Ich krieg's nicht zu. Achso, mein Bell steht noch in der Nähe. Achso, noch mal probieren. Au. Das Ding an die Nase gehauen. Okay, alles klar. Die Nase ist schon mal blutig. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht, haben wir das. Auf. Weiter geht's. Buch. Ja, ich komme weiter runter. Was? Gaming School? Abrafaxo Gaming School oder so, keine Ahnung. Gehen wir da hin? Wo ist der Claviano? Mit Glimbria Spaß. Bom. So, wir machen mal den Hummelfluch, oder? So geht der Quarantäne. Es geht nicht, ich kann nicht schnell genug trinken. Okay, alles klar. Der Hummelfluch wird glaube ich, nicht am Klavier gespielt oder so. Der ist doch meistens ein Cello oder so. Komm mal her. Was haben wir dann noch Feines? Das ist definitiv der Tschaikowskis Blumenwalzer. Das weiß dann nicht, der Hauptlied. Das war ein Knall.
Hast du das Echo gehört von der Klappe? Mach noch einmal. Ja, da brennt was. Ja, guck mal da unten. Jetzt hab ich. Ach, guck mal da. Das sieht doch schon mal in meinem Arbeitszimmer aus. Gehe ich gleich wieder raus. Ja, nee, komm, die Tür muss zu. Hopp. Zack, geht keiner mal sagen, was ich hier drin mache. So, ich kann mir jetzt echt mal Schnäpsel holen. Ist doch bestimmt irgendwo einer, oder? Ah, nicht wirklich. Kann ja wohl nicht Sinn. Ja, mir spiele halt, wie man mir mitgekriegt hat, im Mola, soweit ich das weiß. Nicht soweit ich weiß, wir spielen im Mola. Der aber ein Alkoholproblem hat. Also ohne Alkohol hat er Problem mit nicht. Ja, außerdem wohnt er irgendwo, wo es dauernd komische Geräusche macht. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Das tue ich wirklich. Deshalb habe ich zugestimmt, dich diese Illustration überhaupt erst machen zu lassen, um der alten Zeiten willen. Ich habe dir sogar bewusst eine einfache Aufgabe gegeben, weil ich erwartet hatte, dass das Rotkäppchen etwas ist, das du im Schlaf zeichnen kannst. Womit ich nicht gerechnet hätte oder hatte, ist, diesen wahnsinnigen Zündstoff für Albträume zu bekommen, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Niemals werde ich das benutzen und ich bereue schon jetzt, einer Vorauszahlung zugestimmt zu haben. Bitte reiß dich verdammt nochmal zusammen. Dein alter Kumpel, Liam Brickstone. Brick mit B, nicht mit P. Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Jetzt will ich's aber sie. Oder? Ah, das ist der Wolfkind. Der Kind mit dem Backbart. Ah, hier. Piu, piu. Piu, piu. Geht sogar durchs Holz durch. Wahnsinn. Na, so. Ein paar alte Fotos. So ein knistertes Feuerholz. Das glimmt eher, als dass es brennt, aber naja. Ah, da guck. Yay, Schlüsselgerät. Oh, guck mal da hoch. Die Geschichte vom Rotkäppchen. Ich war einmal das Rotkäppchen. Das Rotkäppchen ist vom bösen Wolf, der sich die Kappe geklaut hat, hat zu Kopfabgebiss geredet und ist gefressen worden. Ja, gute Geschichte, finde ich gut. Oh, ich tu's rückwärts lesen, ja. Okay, da war mal Rotkäppchen. Und das Rotkäppchen hat der böse Wolf beim Scheiße gestört, wie man gerade sieht. Dann hat der Wolf gesagt, fress dich jetzt. Also, ne, der hat dann die Großmutter gefressen wahrscheinlich. Oder hat er Blut rumgespautzt, keine Ahnung. Und dann hat er sich ins Bett gelegt mit dem Käppchen von der Großmutter und hat gesagt, hallo, ich hab ganz kaputtes Bett, wo zusammengekracht ist. Und dann hat er das Rotkäppchen gefressen. Und dann hat er ganz bes aus dem Knie geblut. Ja, so war das. Wer kennt's nicht, das Rotkäppchen? Kann man hier schon noch, kann man doch nicht was aufmachen. Ah, oder? Das ist Schnäpsel ohne Quetschen. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Okay, wer hat es geschrieben? I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Was? Was geht ab, Mann? Hat er irgendwie die Frage versprochen? Oh, da leider Telefon hier. Hallo? Hallöchen, Popöchen? Ja, so, guck mal, du hast ein schnurloses Telefon. Ja, geil. Finde ich gut. Die sind schon ziemlich gute beide, oh die Leid.
Ja, ne? So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Das war Farbkasten. Stifteglas. Ist das von der Leder gefallen oder was? Ah, geile Bischerei. Bisschen dunkel, aber schön, schön. Oh, na. Weiter gucken. Was haben wir dann hier noch Feins? Da ist noch. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Guten Morgen, wie geht's uns denn heute? Haben wir gut geschlafen? Heraus aus den Federn. Und nicht die warmen Schüchen vergessen, es ist saukalt da draußen. Komische Bilder. Fixierbandagen. Oh, geil, so Stückchen kann ich da gebrauchen. Aber ein bisschen bequemer. Meine Mutter hat eine mit dem Rechtshändergriff. Voll geil. Rechtshänder- und Linkshändergriff. Ja. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Schlüpptisch. Okay, das bin dann ich, weil die MyBay Ärger macht. Ja, hier. Bin ich wieder. Und da ist ein Loch. Ich bin eine Frau. Ich habe da unten ein Loch. So. Was war denn das? Keine Ahnung. Was hast du? Ja, ich weiß nicht. Ich kriege nicht mehr die Schublade zu. Jetzt hat. Alter, ich kriege die Schublade nicht zu. Was ist das? Küchenebel. Oder was? Okay. Was ist was zu lesen? Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu den tragischen Ereignissen abgelehnt. Ja. Interessant. Kerzen in die Schublade. Ja, komm. Eine Fiedel. Fiedeldei, Heidildum. Weil die Musik war schon ziemlich gut. Ha, da ist was. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Das geht nicht. Name unleserlich. Mag jetzt noch kein Name von Gewicht sein, aber geben Sie ihr... geht um die Frau. Geben Sie ihr ein wenig Zeit. Die unglaublich talentierte Multi-Instrumentalistin hat gestern Abend eine erstaunliche Leistung abgeliefert und selbst die glühendsten Neinsager überzeugt. Sie war einfach atemberaubend. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Passion, Energie und Talent gesehen, kommentierte der berühmte Pianist Daniel Richter. Mit seinem Lob blieb er nicht allein. Scheinbar hat sogar Anthony Giles, einer von härtesten Kritikern, nun endlich Licht im Dunkeln gesehen. Giles hatte sich zuvor abfällig über die Künstlerin geäußert und erklärt, dass musische Darbietungen mehr sind als nur Enthusiasmus oder ein hübsches Gesicht. Als er gefragt wurde, ob er diese Worte bereue, nachdem er die Aufführung gestern Abend miterlebt habe, warf Mr. Giles uns einen Blick zu, der nur als eine Mischung aus Ehrfurcht und Verlegenheit beschrieben werden kann. Nach einer Antwort gedrängt, sagte er einfach, ja, wir trafen den Star des Abends und so weiter und so fort. Ring. Oh Junge, habe ich dreckige Hemdsärmel. Wendig. Was ist denn das? Okay.
zack, wieder halb auf die Nase gehauen. Was ist das? Keine Ahnung. Zu. Ja, na gut, ihr Leid. Dann haben wir die Schlüssel. Rassel haben wir auch. Da haben wir nicht nur Ratte im Haus, sondern eine Klapperschlange. Nicht schlecht, ey. So, muss man das hier die Bilder haben. Was haben wir dann da? Hier. Fisch sieht aus wie ein Wunsch oder das kommt. Das ist ein Kind. Aber es ist ein... Ich erkenne Brüste, aber ich erkenne kein Gesicht. Seltsam. Der da oben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ja. Ja, ne? Also 10 Uhr sieht normalerweise anders aus. Ja, hopp, ist jetzt auch egal, dann ist es auch egal, wie es aussieht, so. Jetzt halt, ich habe einen Schlüssel. So, genau, die Gier verkritzelt hier. So, nimm mit, zack. Ah, Arbeitszimmer. So, jetzt wird was geschafft. Ihr Leid. Lass mich in Ruhe. Ich gehe schaffe. Und diesmal mache ich es richtig. Zumindest tue ich mich noch richtig umgucken. Hallöchen. No, this is private. Ach ja, wenn es privat wäre, würde es nicht bei mir da hinleihen. So, siehst du, wieder was gelernt. Was ist das da unten? Okay, an. Und das so? Hä, Stoß? Seltsamer Häuserblock oder was? Was ist denn das? Ah, scheiße. Bäh. Okay. Medaille von irgendwas. Da fällt irgendwas. So, ich glaube, da fällt so ein Mola. Dingens da, wo man die Farbe drauf knaschelt. Palette oder so. Aber diese Palette nicht so was Langes. Wo man das so drauf kratzt. Okay. Mhm. Wieder ein paar Kühlschrank stellen. Ah ne, haben so glaube ich Zimmer. Wärme, wo man. Ist das ein Sandwich? Keine Ahnung. So. Ah ja, das kenne ich noch vom Alter. Die müsste wahrscheinlich alle zu sind. Das sind quasi die Kapitel, wo du dann noch mal so kurz siehst, was quasi so passiert ist. So irgendwie. Das andere ist Wachsmalstifte. Oder es sind Malstifte. Okay. Verranzt. Ist das ein Loch oder was? Ah ne. Okay. Ja, der Stuhl hat eine normale Größe. So. Sieht ein bisschen verranzt aus, oder? Also, ja, hier sieht jetzt vieles verranzt aus, aber das ist doch. Das ist ein bisschen übertrieben. Das wäre wahrscheinlich der Vorhang. Damit man das Verranzte nicht sieht, so. Ja dann, ne? Und der hat das Tuch überm Bild, hinten drüber. Interessant. Und jetzt nochmal das Pipi-Bild. Also, Kinderschnippis, das war schon so das große Thema früher. Aller gut, dann würde ich mal sagen, dann tun wir jetzt mal gucken, was für ein schönes Bild ich da unmol. 3, 2, 1, los geht's. Hau weg. Boah, hübsch, hübsch. Ich kenn's nicht besser. Ach. Was ist denn das denn für ein Scheiß? Ich meine, das kennt noch so...
See am Morgen mit Neville und so sind, aber so ein roter Knast das da drin. So, egal. Ich sehe gerade, guck mal, wir haben schon ein schönes Stündchen gespielt. Das Spiel hat gespeichert. Ich habe ja vor, das nicht so zu machen, dass man Halbstunde Folge mache, sondern ja, man hat doch jetzt gesehen, es speichert, du kannst nicht überall speichern, also du musst halt warten, ähnlich wie bei Edith Finch damals. Du musst halt warten, bis das Auto speichert. Oder halt so, und das macht es wohl kapitelweise oder sowas, also würde ich halt sagen, immer wenn so gespeichert wird, wenn so eine Stunde rum ist, so, ich meine, das Ding hat halt Kapitel, und dann würde ich sagen, gibt es eine neue Folge, und dann gibt es halt eine wenig längere Folge. Zur Not können wir ja in die Kommentare schreiben. Ja, wenn euch die Folge zu lang sind, kann ich sagen, nochmal halbieren, ist kein Ding, aber passt schon. Hopp. Dann würde ich mal sagen, ne? Heute ist jetzt nicht so viel passiert, außer dass ich dass mal Ratte über die Fies gerannt sind andauernd. So davor renne ich dann mal der Ratte über die Fies oder so. Alle hopp, dann tschö, bis morgen.